Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Es ist die Überraschung. Ein Professor von der ETH Zürich schlägt tatsächlich ein Tempolimit 65 auf Autobahnen vor, um Staus zu reduzieren. Roger Köppel, die Weltwoche hat hier sicher recherchiert. Wenn man Verstopfung hat, nützt es auch nichts, wenn man weniger druckt. Um was geht's? Der Stau zwischen Tessin und dem Mittelland ist Schweizer Kulturgut. Eine Tatsache. Wir bringen die Menschen ab 65 schliesslich auch nicht einfach um, nur weil sie zu teuer werden, oder muss man mal sagen. Die Weltwoche kämpft nur ein Ort gegen Stau, so ein Kiosk, weil die Weltwoche von der Vorwoche die aktuelle Ausgabe der Platzplatz wegnehmen. Jetzt komme ich irgendwie gerade nicht mehr draus. Jeroen van Rooyen, Sie als Stilexperte mit einer Meinung zu Tempo 65 auf Autobahnen? Ja, ich habe auch einen Vorschlag für die Minderung der Staus. Meine Recherchen dafür gehen auf den Catwalk zurück. Dort herrscht ebenfalls viel Verkehr, aber nie Stau. Und die Lösung heisst Schritttempo und dünnere Autos. Themenwechsel. Grosse Diskussion die Woche um die neue Stop-AIDS-Kampagne «Love Life bereue nichts». Viel nackte Haut und gewockte Sexszenen. Ein Mann, der sich auskennt, er singt über Liebe, ist weit gereist. Stefan Eicher. C'est la vie. Mit einem Kondom bumsen ist wie mit einem Reglement duschen, ist wie mit Händchen massiert werden, ist wie schlechter Rotwein trinken oder eine Ukulele ohne Saiten spielen, wie das mein Freund Makulelis am Popo aus der Seilzone gezeigt hat. Darum ist die beste Verhütung Selbstbefriedigung und Champar langs Schamhaar. Roger Köppel, frischer, dreifacher Vater. Herr Köppel, bereue nichts. Viel nackte Haut, Sex, eine kontroverse Kampagne. Innen, raus, um was geht's? Um rein gar nicht Aufregendes. Bei dem Kondom geht's um Sex und darum zeigt man Sex. Ich mache schliesslich auch nicht für einen Brotaufstrich Werbung, indem ich mir den in die Haare schmiere. Ja. Noch etwas, Herr Köppel? Ja, wie von der Weltwoche zuerst gemeint, bei dem Clip von der AIDS-Kampagne handelt es sich um Handybilder von einem Primarschüler. Simiamann, guten Morgen, Überflieger. Ein Mann mit einem Palmares von Höhepunkten auf seinem Konto. Love Life, bereue nichts. Heiterer Hype. Da wird bürstet, knagelt und gehobelt. Ich habe zuerst gemeint, es sei ein Werbespot für einen Baumarkt. Ja, ich nicht. Also ich finde super, die Spots. Die beste Verhütungsmethode ist es immer noch, wüsten Menschen beim Sex zuzuschauen, obwohl ich ja eigentlich gegen Gummi bin und umweltfreundliche Mehrwegkondome aus Maisstärke bevorzugen. Noch eine qualifizierte Meinung zu dem relevanten medizinischen Anliegen. Herr Gutzwiller, Präventivmediziner, sachlich, gell? Nicht unter der Gürtellinie, bitte. Ja, Love, Life, Powered by Viagra. Als Vertreter von der Pharmaindustrie bin ich quasi der Ständerrot im Ständerrot. Zum Glück ist Freitag.